Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute ist Halloween, heute wo das Video rauskommt, hoffentlich. ähm, genau, und ich habe ja euch letztes Mal versprochen, wir machen heute noch etwas speziell Halloweeniges. Das ist mir wirklich sehr am Herzen gelegen, weil unser letztes Projekt, unser Sommerprojekt so lang gegangen ist und jetzt möchte ich doch wirklich noch ein bisschen etwas Unheimliches machen. Etwas Herbstliches oder eben etwas Halloweeniges. Das wäre das kleine Büchlein hier. Das ist mega schnell gemacht und ich finde, es ist mega cool rausgekommen. Ich finde es auch mega schön zu in der Hand haben, weil es so dick ist und ein bisschen stoffig und ein bisschen beweglich und so. Ja, also, als ich es fertig hatte, habe ich gefunden, das ist mega cool. So, und jetzt möchte ich euch doch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier einiges genäht dran, wie man unschwer erkennen kann an dem ganzen Gefotz da, aber das lasse ich alles so dran, wie es ist, wenn es nicht von alleine abgeht. Ja, weil das gefällt mir da in dem Moment gerade super gut. Also ich habe vorne und hinten so ein stabiles Papier, wo ich einfach ein Stöffli draufgeklebt habe, genäht habe, plus zusammen mit so einem Bildchen. Und hinten einfach genau das Gleiche, einfach das Bild zusammen mit dem Stöffli auf das stärkere Papier da drauf genäht. Und dann habe ich die ganze Geschichte zusammengenäht, noch einmal mit einem Stöffli, da hinten. Das ist unser Buchrücken. Und dann habe ich hier einfach 2 Signaturen so, auf das Stöffli drauf genäht. So, also, jetzt nicht mehr lange umschnurren, sondern einfach los. Ich habe mir hier parat gemacht, was ich dazu brauche. So ein stärkeres Papier für die Vorder- und die Rückseite. Dazu ein Stöffli für die Vorder- und Rückseite. Das ist eins noch, das ich letztes Jahr für mein Halloween Journal eingefärbt habe. Mit Rost und Kaffee. Darum ist es so schwarz geworden zum Teil. So, genau. Und für vorne noch irgendwie so ein Bildchen. Da muss ich mich dann entscheiden, welches das ich dann nehmen will. Und das ist unser Buchrücken. Genau. Und das da sind unsere Signaturen. Da habe ich einmal auch mit Rost eingefärbte A4-Blätter. Das ist irgendwie Kaffee gefärbt und das ist auch mit Kaffee. Und irgendwie ein Schwimmli oder ein Lumpen oder so. So, dann, was haben wir noch? Die da natürlich. Das sind einfach so 2 A5 Blätter, die ich dann so zusammengenäht habe. Und die auch, das sind die gleichen wie die hier, wo einfach so zwei Bildchen gerade drauf gedruckt haben. Die habe ich vorne und hinten eins zusammengenäht. So, und dann hätten wir da noch ein bisschen auch mit Rost und Kaffee gefärbte, wie sagt man schon wieder? Wenn ich da so das nachher gekocht habe mit diesen Blümchen und so, diesen Blättchen. Und noch einen Haufen auch mit Rost eingefärbte Buchseiten. So, die Signaturen, die tun wir mal auf die Seite. Jetzt widmen wir uns mal der Vorder- und Rückseite. Ich möchte gerade schnell wissen, welches das ich haben will. Und ich glaube, ich nehme das hier. Und es ist auch lustig, ich habe einen ganzen Stab von denen. Und heute Morgen habe ich gemerkt,
Ich habe mir dann letztes Mal die schönsten rausgesucht, die ich gerne möchte brauchen als Vorder- und Rückseite und habe dann gemerkt, dass ich das Bild genau für unser letztjähriges Halloween Journal benutzt habe. Als Vorderseite. Das ist schon mega lustig. Also ich nehme das glaube ich nicht, ohne das eigentlich wollte. Aber komm, dann haben wir doch das Rössli, oder? Das Rössli ist auch cool. Und dann der Schädel hier für auf der Rückseite. So, und weil das ja alles nicht so wahnsinnig ordentlich muss sein, schneiden wir das einfach mit der Schere abeinander. Und zack, so. Voilà. Genau. So, ich schaue hier schnell. Ich habe hier noch die Ecke ein bisschen abgeschnitten. Das mache ich jetzt auch. Und geinkt wird das noch mit Schwarz. So, und dann halten wir jetzt das hier und das in der Mitte abeinander. So, und ein bisschen kleiner habe ich es noch gemacht. Also von der Grösse her, da habe ich mir wirklich einfach nur so ungefähr inspirieren lassen, wie gut sieht es aus. Also da kann man wirklich jede Grösse einfach machen. Bei dem habe ich das Gefühl, die sind noch ein bisschen zu lang. Die könnte man noch so ein bisschen abschneiden. Das mache ich dann vielleicht noch. Ja. So, aber jetzt haben wir einfach mal die da. Das kann man in jeder Grösse zuschneiden, wo man gerade Lust hat. Und ich habe es jetzt so zugeschnitten. So, dann kommen die hier drauf. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Stöffli. Das dürfte ungefähr so gross werden, dass hier oben noch ein bisschen vorkommt und hier noch ein bisschen vorkommt von dem braunen Papier. So, und das andere machen wir doch gerade gleich gross. Das macht doch Sinn. Schneide da unten, wo man überhaupt nichts mehr sieht, gell? So, also, noch einmal. Da und da. He? So. Einmal so. Und einmal so. Das passt gerade doch so wunderbar da drauf. Jetzt hier, wo ich die Kanten gerissen habe, kommt jetzt auch noch ein bisschen so hell vor. Das tue ich doch jetzt auch noch wieder ein bisschen inken. Der Stoff ist recht durchgefärbt. Also von dem her muss man gar nicht so viel machen, aber mich denke, das würde jetzt gleich noch gerade ein bisschen besser aussehen. Zack, so. Und da noch. So. Da nochmal ein bisschen. So, voilà. So. Und dann, was mich
ganz fest triggert, wenn ich so etwas mache, ist, ich habe da die wunderschönsten Müsterchen drauf und ich überklebe es einfach. Ich weiss, dass es so gut aussieht, aber mein Hirn sagt, tu doch den wunderschönen Stoff nicht verschwenden. Tja, so ist es halt. Also, jetzt geht es darum, dass das so genäht wird. Ich habe hier einmal einen Zickzackstich drum genäht und einmal mit dem Geraden. Ich glaube, ich werde das auch wieder so machen. So, voilà, da sind wir wieder. Genau, da ist mir unterwegs beim Zickzackeln der orangige Faden ausgegangen. Und weil ich den nicht umspulen musste, habe ich ihn halt einfach mit Braun weitergemacht. Aber das ist ja egal, das spielt bei diesem Projekt absolut keine Rolle. So sieht das aus. Das ist unsere Vorderseite und das ist unsere Rückseite. Das ist unser Bauchrücken. Der wird jetzt so abgeschnitten oder abgerissen, dass er hier gerade so passt. Das Zeug nehmen wir weg. So, zeigen mal. Jawohl, gut. Dann kann ich das auch noch ein bisschen inken hier am Rändchen. Also, dann kommt das jetzt hier drauf. Einmal so. Und das habe ich hier einfach ganz normal mit einem normalen Stich angenäht. Gut, probieren wir das mal. So, sieht das aus jetzt. Und jetzt machen wir doch das noch da. So, das sollte vielleicht schon schauen, dass es dann der richtige Weg um ist. He? So, prima. Das wäre hier unser Cover zusammen mit dem Bauchrücken. Das ist doch wunderbar. Genau, was ich jetzt hier noch gemacht habe, sehe ich gerade. Ich habe diese Ecke noch abgeschnitten und die da. Ich glaube, ja, die können wir so ein bisschen abschneiden, die fallen dann gar nicht so auf. Das ist auch nur, dass das nicht so spitzig ist und man sich da nicht dran rumsticht oder so. So, ja, ist das ein bisschen praktischer, sage ich jetzt mal. Und dann die da. Da mache ich jetzt auch nicht so grosse Ecken, wie ich es hier gemacht habe. So, und so, genau. Jawohl. Und dann kann ich das jetzt auch noch gerade inken. Das hätte man ja vorher schon machen können. Immer, dann wäre das auch gemacht. Gut, dann kommen die Signaturen dran. Die da brauchen wir nicht. Ich habe 2 Signaturen machen. Solig und solig. Und dann haben wir da je so eins zusammengenäht und eins mit so Sternensachen zusammengenäht. Dann ist je so eins. Und da noch so ein paar Seiten. So, und jetzt müssen wir das dann auch noch zuschneiden. Ja, die Größe wäre eigentlich gut, aber wie man hier sieht, bei dem ja, ist es, dunkt mich, ein bisschen zu lang. Also ein bisschen können wir hier noch abschneiden und machen wir es so ungefähr so.
Und ich mache das Rändchen mit so einer fancy Schere oder so einer abgeraffelten Rand macht. Schauen wir mal, was wir da ungefähr... Oh, ja, ungefähr, habe ich ja gesagt. He? So, genau. Oh ja, das ist cool. So, und schneiden wir hier einfach auch noch ein bisschen ab. So. Ja, da könnte man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. So. Zack. Und zack. So. Gut mit dem Zeug. Prima. Jetzt können wir schauen, dass wir einmal den abgeschnittenen Rand oben haben und einmal unten. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, so, wie wir das zusammenbringen. So, gut. Bei dem habe ich jetzt extra ein bisschen noch ein bisschen kleiner abgeschnitten. Ich finde, das sieht auch noch ganz gut aus. Oh, das gehört ja dazu. So, und jetzt kommt das Kniffligste, aber das geht eigentlich auch recht gut. Dass ich die Signaturen schnell schauen, ob alles der richtige Weg rum ist. Jawohl, das ist vorne, das ist oben. Zack, da ist nichts mehr. Wo muss der richtige Weg rum sein? So. Also, und das Wichtige ist einfach, dass das jetzt hier schön zusammen bleibt und dass ich schaue, dass ich das so möglichst gerade dann drauf nähe. Ich könnte das jetzt hier mit irgendwie Klemmerli noch ein bisschen zusammenmachen. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so eine schlaue Idee, so eine dumme Idee. Genau, und dann fräse ich hier einmal drüber mit meiner Nähmaschine. Also, jetzt habe ich das hier noch reingenäht. Da ist es also sehr, sehr weit hinten. Ich habe es irgendwie einfach nicht geschafft, das richtig zu platzieren. Und ich glaube, es ist mir noch ein bisschen wieder übergerutscht, weil ich dann hier mit dem Füßchen von der Nähmaschine drauf bin. Weil das hier natürlich so ein bisschen erhöht ist von dieser anderen Signatur. Darum hat es mir, glaube ich, noch ein bisschen übergedrückt. So, jetzt ist es so. So sieht es eigentlich recht gut aus. Von hinten sieht es so aus. Und im Gegensatz zu dem hier ein bisschen gespässig, weil halt einfach wirklich da die Note so ein bisschen verschoben ist. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Es ist ja schliesslich sowieso alles komplett verzuselt und dann fällt das auch gar nicht so auf. Warum dass mir das da hinten so ein Gehäuse gegeben hat mit dem orangen Faden, hey, absolut kein blasser Schimmer. Ich habe geflucht wieder einmal mit der Nähmaschine. Es ist einfach nicht mein Ding. Nähen ist einfach nicht mein Ding. Und aus diesem Grund ist das gerade super. Machen wir hier so ein Halloween-Journal, das ein bisschen struppig sein darf. Bei jedem anderen Nähprojekt würde mich das extrem stressen. So, aber das Büchlein funktioniert einmal so. Man kann schön durchblättern. Hier ist es halt ein bisschen eng, aber das macht nichts. Was ich jetzt noch machen will, das hätte man auch vorher können, aber die Seiten, die ich hier zusammengenäht habe, die haben halt hier so ein weisses Rändchen, weil sie auch nicht ganz aufeinander passen zum Teil. Und weil halt die hinten weiss sind, dann kommt halt das weisse Rändchen so ein bisschen vor, wenn man es zusammennäht. Und darum drücken wir jetzt das noch schnell ein bisschen
Voilà, das sieht doch schon viel, viel besser aus, als so, wenn es nicht geinkt ist, finde ich. Und jetzt könnte man natürlich das Journal noch innen dekorieren mit jeder Menge Zeug. Ich habe mir hier meine Rabenstempel parat gemacht und noch ein bisschen Mond und Sterne. Und möchte das jetzt einfach hier mit Schwarz ein bisschen drin stempeln. Und dann würde ich sagen, ich stemple einfach mal ein bisschen drauf los. So, das hier wäre jetzt also unser Halloween Journal. Ich finde, es ist mega cool rausgekommen. Es ist auch schnell gegangen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde gebraucht für das Ganze. Ich habe natürlich schon eins vorbereitet und habe darum schon so ein bisschen gewusst, wie ich es machen will. Und habe auch schon ein bisschen etwas vorgenäht, diese Sachen hier. Hey, aber sonst geht das mega fix und ich finde es extrem herzig. Und ich habe auch Freude, habe ich jetzt doch noch etwas geschafft auf Halloween. Ich wünsche euch einen ganz gruseligen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!